Willkommen an der Emission vom de Clairvaux Kanton. Wir stellen heute als Summernummer 2022 vor. Sie ist immer reich gefüllt. Ihr fand eine Serie von Artikeln dran, Texte, Reportagen, aber auch Gedichte. Ich gebe gerne auf einen Artikel aufmerksam machen, dass das ein Text über Menschen an ihre Lebensrealität am autistischen Spektrum mit dem Blickwinkel auch vom Abfluss von den Medien an unserer Zeit. Ein anderes Sujet ist ein Artikel von der Madame Isabelle Bernard über die Geschichte von den Farben an unserem Kulturkreis an darüber heraus, den zweiten Teil mittlerweile. Wir haben auch einen Artikel von Raymond Schachnes über Vergessen an ausgestorbene Berufe wie den Lompekrämer, den Scheren, Schlüffer, den Dippegeißer, Telefonistin, Telefonist oder auch nach der Schweizer, der Koster, wie man sie früher kannten, wie sie quasi heute bald nicht mehr gibt. Doniert haben wir aber auch eine Fortsetzung von der Draufelter Geschichte, die Nico Hame behandelt. Draufelter Geschichte, das ist die Bunkergeschichte am Zweiten Weltkrieg. Auch für beim Zweiten Weltkrieg zu bleiben, will ich aufmerksam machen auf den Artikel von Romain Heckemanns, den Fluchtbewegungen innerhalb von einer Familie während dem Zweiten Weltkrieg beschreibt. Da auf Basis von einem Interview mit einem Zeitsein, den aber mittlerweile verstorben ist, den Herrn Nick Heckemann. Den Jeannot Nerenhausen, den noch regelmäßig bei uns publiziert, hat einen ganz interessanten Text vorgestellt über die Geschichte von der Hock. Was das Hock können Mengen für ihre klassische Plow. Aus sich ist es aber ein ganz archaisches Instrument aus unserer Agrargeschichte, mit dem Bauern, Dolehner, früher den Boden nicht geplot haben, sondern abgerappt, abgerast oder abgeritzt haben, für Swat zu sehen oder aber auch Unkraut zu verdilligen. Ganz interessant, Lektüre über etwas, was am Fongol heute nicht mehr benutzt wird, was bis an der Vergissgeworden ging. Dadurch eine Kollaboration, eine Artikelkollaboration mit dem Bauernmusee von Bünzelt. Dann haben wir aber auch noch einen Artikel über den FC Claravallis. Und dafür ist den Adrien bei uns, den ist ein paar Präzisionen zu diesem Artikel von Henri Bressler gibt. Adrien, was das beim FC Claravallis wichtigste unterstreichen? Das ist so, dass der Football zu Kliew schon ganz frei gespielt gouf am Landersen op der Pol 1905 als d'Origine am Fangehol vom Fußball. Zu Kliew sind die echt Spuren gin die op 1908 1909 laut dem Artikel vom Henri Bressler. Dat war en ganz schwierig Zeit die Zeit. Football hat sich richtig entwickelt am Fangehol 4 um Zweite Weltkrieg. Für in allem zu Kliew hat eine ganz gute Entwicklung gemäht nom Zweite Weltkrieg. Muss ich sagen, dass den Kliewer Fußball, den ist sogar 1950 bis an der Promotion gestiegen. Wir hatten die Zeit zu Kliew ein ganz bekannter Fußballspieler, das war den Camille Dimmer. Über den hatten wir ja übrigens schon einen Artikel für eine gewisse Zeit. Den hast du aber da noch an Ausland gegangen, eine professionelle Karriere hat in der angefangen, seine Studien gemacht. Und dann ist doch im Ruf gegangen mit dem FC Claravallis, mit dem Kliewer Football. Und für andere an den 1990er Jahren, so 91, 92 bis ungefähr 94, werden sie immer zurück an der ihre Promotion. Also Kliewer Football hat schon alles mitgemacht, höchsten an tiefsten. Auf jeden Fall also der Wert für den Artikel zu lesen, das ist ganz interessant. Ob ihn sich für den Football interessiert oder den Sport interessiert oder nicht, das ist egal, das ist ganz interessant. Man steht vielleicht doch stellvertretend für viele der Footballvereine, die ja, höchsten und tiefsten Kanton. Ich komme selber aus einem Dorf, wo der Football an der ihrer Promotion war, im Moment nicht, aber vielleicht kommen sie zurück. So denke ich, dass der Artikel das ganz gut reflektiert. Ja. Aber die noch nach Kasoen, dass den ersten Artikel von einer neuen Serie, es wird noch nach einer Fußballvereine aus der Region nach präsentiert gehen an nächster Zeit. Ja, das macht als Revue dann noch denke ich mehr attraktiv. Dann ist es nicht nur Kultur am strikten Sinn, sondern auch an brede Sinn noch Kultur vom Sport, Kultur vom Fußballspielen am Speziellen. Und dann haben wir ja auch noch einen anderen Artikel über den Jesuit, den eng Hautestersgevision eng Schekarriere gemäht hat. André, du kannst du bestimmt nach etwas dazu sagen. Ja, das ist den Bartholomäus Villa oder Villerius, der kennt von Weiler bei Helzen an der schöner Gemeng Wünscher.
Jesuiten den ja, den ass am 16. Jahrhundert den sich entwickelt schon vu Spurien aus entstern, iwwer den Ignatius vu Loyola sei Grinner. An Haiwer an e Jonken Lützeburger Kanison den vu Weiler kom, neef nach engem anderen, déi vu Bauschild stammt, déi an Europa spezifisch an Österreich an der Bayern Karriere gemäht hun. Sie waren an der Gegereformation engagéiert, dat werden Jesuiten hier habt Aktivität die Zeit an de Valerius hat gepackt bis bei Habsburger op den Haft zu Graz an zu Wien. Am Ufang vum 30jährige Krieg wäre besonders aktiv ënner dem Kaiser Ferdinand II., den eng gros Rolle gespielt huet am 30jährige Krieg, war doch fir Eisgegenden spéder eng ganz schlimm Erfahrung wär, wo d Leiit ganz viel missen leiden an ja, martyriséiert gesinn. Den Valerius wär Beichtvater als Jesuit, dat ass dat eenent, méi wärwer och Beroder. Dat hich den Affluss op Gewissen vum Habsburger, vum Herrscher, vum Käser an nëtten a woch wahrscheinlich politisch beroden, dat dem se méi wellen Kontakte an bis op Rom hat an der Vatikan noch militärsche Kontakter. Datselbe huet gegolt fir de Jong do vun Bauschild, de noch Jesuit werden Johannes Buslidius erinnert an o Bauschild an den werde Beroder vum Maximilian von Bayern, den Herzog, de Chef vun der katholischer Liga am 30jährige Krieg, das rund 400 Jahre hier. Und, ja, den hat dieselbe Rolle gespielt an der Gegereformation, Beroder an huet doch Versicht Affluss zu holen, politischen Affluss op Gewissen. Je, das bësse wie wann am Fongehol den Trainer vom FC Claravalli se gepackt hat, bis an Bundesliga bei e grosse Verein fir do Trainer ze sinn. Und sech es ganz aussergewöhnliches kann jo awer soen, weil eben zwei einfach junge waren, die heich gebild waren, mit die awer ha aus dem ärmen Herzogtum kommen sind, bis op München, bis op Wiener, bis op Graz, bei Habsburger Arbeit Wittelsbacher fir vun der Bayern zu schwätzen. Und dann können wir jo schon ein bisschen op die nächste Nummer gucken, dat geht als Extranummer. Do werd man iwwer deeslicher Landschaft an alle Formen auf Herven bringen an so schmengen dat get en ganz flott Nummer, die dann auch am Hirstand werd präsentiert gehen hai op dieser Pläs oder respektiv Eisem Kanal dann. Nee, deeslicher Landschaft as immer ein Thema wert an all senge Facetten, an all senge Jahreszeiten, an Varietäten, an immer gespannt, wat Summe könnt aufschließen wollte ich noch just so zum Artikel für Donau de Bodo Bost geschrieben, dat hat man dat vergessen. Wir sind haut op Besuch am Domain Robbescheier, dem Kompetenzzentrum vum Ardenner Perd. Wir beginnen hier den Charles Bracke, den sich Ardenner Perd kümmert, fir als Team iwwer Kultur an Fleisch vun diesen Dieren zu ënnerhalen. Die ganz dankbar, dat wir hier Beistäfe sind, an eng Reihe Erklärungen können kriegen, ja, iwwer schaffen an Birken mat den Ardenner Perd. Ja, ich wollte froh, wie so in deres Auflauf an der Robbeschei ausgeseit, wat lechten sie denn darüber? Ja, also ich so noch natürlich moi in der Märzjocht dahin, da kommen sie müssen immer mit Freen als immer drüber Leute zu bereisen, die Interesse Schaff Perd oder Ardenner Perd weisen. Ja, wat den Daresauflauf ugeht, da ist bei den Ardenner Perd gerade wie bei allen anderen Perd, da geht man der Last, dat moiste Stall muss gemacht gehen, sie musste gemischt gehen, sie müssen auch immer zu fressen zur Verfügung gestaltt kriegen. Tränke müssen überprüft gehen, ob die eventuell dreckig sind. Das gehört schon gewissen Arbeitsersatz dazu. Mal Perd können Höllen für unzuspannen, was mal eben Martine Wölle sind. Das ist eben nicht so wie ein Auto, wo man jetzt dran sitzen, die Schlüssel drehen an direkt Last führen können, was da auch nicht unbedingt schlimm ist, weil auch die ganze Fleisch vom Pferd noch da rundherum, das gehört eben zu der Mentalität und zu der Lebenserstellung, die in hört, wenn jemand so Tiere will schaffen. Aber wir kriegen dann auch noch gewissen, wie sie umgespannt gehen, beziehungsweise nicht so viel drunter, wird das mal aufgemäht. Genau, wir haben sie schon gebotzt, und Paul Höllef mal
fir se unzespannen. Wir profitéiere Lohner bëssen vun dem lüftege Klima fir den Nowentheimer da Bassi am am Wike den Tür mat der Kutsch zu fuhren. Bassi as eng jung Perd, wat man am Gang sinn auszubilden, an da muss natürlich vun all Gelegen doch profitieren, fir dat mat unzeléieren an bëssen ze schaffen. Den hecht sie ginn gewinnt mat der Kutsch zu fuhren, wie sie gin a woch an de Bëch fir Bëcher bestimmt. Genau. Also dat geht ganz klein un, mat einfach normalen Übungen och bëssen, dat ze desensibiliséiert, gi wat Gereicho geht also fir hun. An dann hëlt dat Loser löst zo, also hat so schon an der Endphase vun der Ausbildung, wo man loet wirklich schon den Kutsch uspannen, mat dem Fuhren. Me dofir drnner geiert, da war ganz viel anerbig an. Richten, wann man Schritt für Schritt dat aufgeschafft, du können wir immer richten den nächsten Schritt machen, weil du hast alt wie bei uns auch mit dürfen Partner die verlächten, weil sos eventuell sogar 2 Schritt zurück gehen. Ja. Das ist ein ganz Kunst für sie unzuspannen, auch für die Rimmen do. Genau. Das muss ich schon, dass ein kennt. Genau, also wir fangen do klassischerweise mit diesem Kieler an. Das heißt also nicht so die Kieler, wie wir kennen von den Fotos oder wie eben noch gesagt von der Pferd, die an der Buschschaffe geht. Das heißt, als an sich so ein Marathon kommt, nennen sie das, oder einen französischen Kieler, den für mich Ansatz auch zu gebrauchen, also noch für allem für schnell oben aufzuscheren, weil die sieht, spacken die ganz gut in das Licht. Und da willst du mal die Kielerin noch am Fongol. Und den lehnen ich mal Bassi drauf. Da passt nicht natürlich auch ab. Ich drehe mal für dich dass ich dem Sing auch nicht platzieren. Da könnten die was den Hals. Ja, Bassi. Und da könnten Opposition. Da ist es natürlich wichtig beim Ausscheren, dass man ganz gut aufpassen, dass der Kieler auch sitzt. Der muss über dem Buchgelenk leihen, also über der Schöller leihen, weil Pferd, als ja an sich kein mir so mal ein Zuchtdeier, mir verrichtet als den Dreckdeier, weil dreckt sich mit seiner Schöller an den Kieler dran und dann zieht die Kieler Maschinen oder eben Kutsch oder der Baumstamm noch 4. Also ist es wichtig, dass nicht Schank auf Schank oder Schank auf Leder direkt für das Pferd sich nicht wehtut. Also das Geschirr muss auch passen. Dann nehmen wir nach Geschirr direkt drauf, Tannergeschirr. Da passt man natürlich auch beim jungen Pferd auf, dass man das nicht drauf geheuen, für dass es sich nicht so viel erfeiert. Das machen wir dann auch überall fest, da passt nicht und Pferd. So. Und das sind alle so Sachen, die müssen eben für das Pferd schon Usus und normal sind, erstmal die nächsten Schritt gehen. Also, das ist nicht unbedingt normal, dass so ein Pferd das Geschirr direkt vom nächsten Tag akzeptiert. Das heißt, das kann einmal löser untrainieren. Aber die meisten Pferde haben natürlich kein Problem damit. So, schauen Sie doch, für was ich will. Gut schwungen haben. Ja, sie trippeln einen gerne auf Facebook. Passen sie nicht immer so gut auf. Das heißt, da gehören noch eher bei Schwung dazu. Für nicht dabei mal selber ein Platten zu kriegen. An die Ausbildung, die macht Ausbildungen für Externe, die bei euch kommen, beziehungsweise auch für Junker, die das lernen. Also, es gibt 2 Sachen. Es gibt die Ausbildung vom Pferd und die Ausbildung für Leute. Die Ausbildung vom Pferd können wir auch echt wenig anbieten für Externe, weil du musst vom Stall hier Platz dafür haben, für das Pferd über länger Zeit hier stehen zu lassen. Weil wir als Pferd hier in einer großen Gruppe stehen, können wir hier schlecht extern Pferd integrieren. Und wir sind noch mit den 10 Pferd ziemlich an den Limiten von unserem Stall und noch von unseren Wiesen, die wir hier haben. Weil da dann die Ausbildung der Leute angeht, das ist natürlich ein Element vom Kompetenzzentrum Schaff Pferd, dass wir hier über das Jahr verteilt regelmäßig Ausbildungen noch anbieten. Da schaffen wir aber ganz viel mit externen Formateuren zusammen. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich quasi keine Reklam muss dafür machen, die sind schon immer besagt, irdisch, weil bald annonciert haben, weil einfach der Markt relativ groß ist von Leuten, die wollen etwas mit dem Pferd schaffen. So, lass immer dem Bassi hier Kapsteck und da ist am Funkel immer das, mit dem wir Duschbahnen abhalten, weil just da noch können wir dann eben an den Kutsch stellen, sobald Kapsteck drauf ist. Das ist sozusagen das Steuergerät, das wir installieren. So, da passen wir dann noch runter und da gucken wir auch rein. Dat Scheiklappen oder Blendkappe, wie man den nennen, net so viel an Singapur da kommen, dat gibt Nerven. Da muss man das natürlich so festmachen, dass sich das nicht kann
selber aufzählen. Da ganz zum Schluss fängt immer nur ganz zum Schluss machen wir dann hier Kette rund um Gebiss. Das ist am Punkt der Moment, wo wir vier als Mundstück sozusagen scharf gestaltet haben. Und da muss man eben immer besonders drauf aufpassen, sobald das eben angehangen ist, dass man da konzentriert bleiben und noch aufpassen, was man am Mundstück machen. Das heißt, man lenkt die fest, die sind dann noch fest im Pferd drin. Das ist also die Platz, wo man dem Pferd auch wirklich können weiter, was man da machen. Also das ist Kontrolle, da man erzählen wir dem Pferd den Kopf nach links oder nach rechts. Und das Pferd geht da, wo sein Kopf ist. Das hier ist gut. So, da geht ich mal Kling drüber gehauen. Nee, lese ich mal biegen. So, und dann müsste für dich der Bausystem zustrahlen. So, also eben den Spannen dann auch für Pferd teilweise schwierig im Moment, für dann so ruhig für der Kutsch stehen zu bleiben, ohne direkt noch 4 zu gehen. Das ist dann noch etwas, was eben trainiert muss gehen, wo Bessie am Anfang auch ein bisschen Probleme da hat. Und da muss ich dann auch vorsichtig sein und noch die Abisoffleif ein bisschen anhalten, sodass er doch sicher für uns 2 bleibt, die neben dran stehen. Ja. Oh. Wie dax muss die Pferd beschlogen, frisch beschlogen? Da haben wir auch bei uns auf der Robbenschreier einen Schmatt schaffen. Und das ist ein bisschen unterschiedlich von Pferd zu Pferd. Und das ist aber so an einem Rhythmus von 6 bis 8 Wochen, kann ich sagen, wo sie frisch müssen beschlagen. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon auf, was da bis lässt, dem Moment von der Pferd ist. Ja, und gesagt, von der Aufnutzung. Genau. Die ziehst doch einen am Standort, du hast natürlich nicht draußen. Nee, also auf der Robbenschreier selber, auch vom Stall hier, sind wir nicht equipiert für zu zielen. Wir unterstützen da aber ganz gerne als Lützebäuer Ziechter, also Lützebäuer dann als Studbook, wo ein ganz paar Ziechter angeschrieben sind. Ich denke, sie geben sich auch alle gut einem Novus freie, weil nicht nur den Lützebäuer Denner als ein Ausschreiben trotz mir auch sein Ziechter. Und da muss ich einfach so, da gibt der ganze Geschichte auch gut tun. Wenn man nach Polizisten, da kriegen Leute, junge Leute, die interessiert wären, für da mal dran zu gehen. Leider haben wir halt Möglichkeiten auf der Robbenschreier eben nicht, für da zu ziehen. Wir sind ganz gerne bereit, für da auch Leute zu unterstützen, die ein gutes Produkt geziehen haben. Ja, merci Charles Bracke für diesen ganz interessanten Interview, ein interessantes Gespräch. Da ist Kultur, Fleisch und Schaffen, man dann Pferd wirklich mehr Nobrucht hat. Da sind wir flott, wenn ich gesagt wie so ein Pferd durchgespannt, gibt von der Fleisch schon mal nicht so viel gesehen. Das ist eine andere Etappe. Allein durchspannen weiß schon, wie viel Können ich muss tun, wie viel Sensibilität ich noch Feingefühl ich muss tun, viel macht den Tieren umzugehen, an ja, den richtigen, passenden Umgang am Pferd eben zu kriegen und zu behalten. Merci vielmals. Ma das ganz ger geschieht an wie gesagt, dat ass Jo eng vun als Missionioun ebe fir de Know-how ze fixieren an der Robbenschreier noch Fiunen die aner Leiit ze ginn, an dofir stimme natürlich ëmmerëm gern zur Verfügung. Ja, Leifleit, dat war die Mission vum de Clerver Kanton mat der Summer Nummer 2022. Wir hoffen huetch bësse Gefall. Dir könnt da durchbläderen an die hut viel Fred bei der Lektür. Bestelle könnt se wie immer iwwer Internet sit www.dck.lu. Merci an eng schön Zeit.